Der Sarg ist klein, zu klein. Das ist mein erster klarer Gedanke, als sie Lukas in die Erde senken. Die letzte Ruhestätte meines 9-jährigen Sohnes. Meine Hände hören nicht auf zu zittern. Ich habe versucht, sie gegen mein schwarzes Kleid zu pressen, sie so fest zu verschränken, bis meine Knöchel weiß wurden, sogar sie in meine Taschen zu schieben. Nichts hilft. Die Tränen fließen endlos. Stille Flüsse auf meinen Wangen, die ich nicht mehr abwische. Mein Magen verkrampft sich bei jedem mechanischen Rattern des Seilzugs, der seinen Sarg hinablässt, und meine Knie drohen unter mir nachzugeben. Der Friedhofsmitarbeiter nickt mir zu und wartet auf ein Signal, dass ich bereit für diesen Moment bin. Ich werde niemals bereit sein. Vor 8 Monaten hatten die Ärzte dem Monster, das meinem Sohn die Kraft raubte, endlich einen Namen gegeben. Eine seltene Blutkrankheit, sagten sie, als ob die Bezeichnung sie weniger furchterregend machen würde. Lukas nahm die Nachricht besser auf als ich. Sein kleines Gesicht war ernst, aber entschlossen, als der Arzt ihm die Behandlungen erklärte. »Wird es wehtun?« fragte er mit fester Stimme. »Manchmal«, antwortete der Arzt ehrlich, »aber wir werden alles tun, um zu helfen.« Er beklagte sich nie in den 8 Monaten der Nadeln, Transfusionen und Medikamente, deren Namen ich kaum aussprechen konnte. Selbst wenn sein kleiner Körper von Fieber geschüttelt wurde und er unter Krankenhausdecken zitterte, sah er mit denselben Augen wie sein Vater zu mir auf und sagte: »Alles gut, Mama, mach dir keine Sorgen, Amalia.« Jetzt stehe ich allein an seinem Grab. Der Schmerz ihrer Abwesenheit ist ein körperlicher Schmerz, so scharf wie der Verlust selbst. Meine Eltern, die neben mir stehen sollten. Meine Schwester Leonie, die versprochen hatte, immer für uns da zu sein. Lara, meine beste Freundin seit der 3. Klasse, die meine Hand während meiner Scheidung hielt, aber sich heute nicht die Mühe machte zu erscheinen. Ich hole mein Handy heraus, eine reflexive Geste, die ich sofort bereue. Leonies Instagram-Feed lädt automatisch. Fotos von ihrer Verlobungsfeier im Grand Horizon Hotel überfluten meinen Bildschirm, die gerade in diesem Moment stattfindet. Da ist sie, mit erhobenem Sektglas, der Diamant glänzt, meine Eltern strahlen neben ihr. Der Zeitstempel zeigt, dass es vor 20 Minuten gepostet wurde, während ich den Worten des Pastors lauschte, die Lukas' Wesen unmöglich erfassen konnten. »Geht es Ihnen gut, meine Liebe?« Ich blicke auf und sehe Hannelore, meine ältere Nachbarin, die einzige Person, die heute gekommen ist. Ihre wettergegerbte Hand ruht leicht auf meinem Arm, ihre Augen sind voller aufrichtiger Sorge. 18 Monate lang brachte sie uns selbstgemachte Mahlzeiten, wenn ich von den Krankenhausbesuchen zu erschöpft zum Kochen war. Sie saß bei Lukas, wenn ich duschen oder schlafen musste. Sie behandelte seine Krankheit nie als Unannehmlichkeit. »Sie sind nicht gekommen«, flüstere ich. Die Worte sind kaum zu hören. »Keiner von ihnen.« Ich muss immer wieder an Lukas Lachen denken. An das Echte. Vor der Krankheit, wenn es aus tiefstem Herzen und unkontrolliert herausbrach. Wie er als 7-Jähriger erklärte, dass er Arzt werden wolle, um eines Tages Kinder wie sich selbst zu heilen. Die Art, wie er darauf bestand, seinen Superhelden-Pyjama zur Chemotherapie zu tragen, weil Superhelden mutig sind, selbst wenn sie Angst haben. »Dieser Junge liebte sie mehr als alles auf der Welt«, sagt Hannelore leise. Ich nicke und erinnere mich, wie Julian, mein Ex-Mann, einen Treuhandfonds in Höhe von 850.000 € für Lukas eingerichtet hatte, bevor ihn seine Firma ins Ausland versetzte. Sollte jemals etwas passieren, hatte er gesagt, bist du die Restbegünstigte. Ich weiß, du wirst sein Andenken ehren. Er konnte nicht wissen, wie bald diese Worte Bedeutung haben würden. Ein Teil von mir will meine Eltern anrufen und schreien, bis meine Stimme versagt. Wie konnten sie Leonies Verlobungsfeier dem Begräbnis ihres Enkels vorziehen? Ein anderer Teil ist zu taub, um überhaupt etwas zu fühlen. Ich habe 18 Monate lang um das Leben meines Sohnes gekämpft, in Krankenhausstühlen geschlafen, medizinische Begriffe auswendig gelernt, mich eingesetzt, wenn Ärzte Symptome abtaten. Jetzt gibt es nichts mehr, wofür ich kämpfen kann. Mein Handy vibriert mit einer Textnachricht. Der Name meiner Mutter erscheint auf dem Bildschirm. Wir müssen reden. Bringe die Treuhanddokumente morgen mit. Ich starre auf die Nachricht und lese sie 2-mal, um sicherzugehen, dass ich richtig verstanden habe. Sie sind nicht zu Lukas Begräbnis gekommen, aber sie interessieren sich für seinen Treuhandfonds. Etwas Kaltes und Analytisches durchdringt meine Trauer zum ersten Mal an diesem Tag. Etwas stimmt nicht. Ich tippe zurück. Ich begrabe heute meinen Sohn. Ich kann jetzt nicht über Papierkram reden. Ihre Antwort kommt sofort. Sei nicht so dramatisch, Amalia. Das ist wichtig für die ganze Familie. Die ganze Familie. Dieselbe Familie, die keine 2 Stunden erübrigen konnte, um sich von Lukas zu verabschieden. Die Realität dessen, was geschieht, beginnt sich zu kristallisieren. Es geht nicht nur um Geld. Es geht um das Letzte, was ich von meinem Sohn habe.
sein Vermächtnis, die Zukunft, die er nie haben wird. Mit plötzlicher Klarheit wird mir bewusst, dass ich allein in diesem Kampf bin. Meine Eltern, Leonie, sogar Lara. Sie sind vereint, koordinieren sich, während ich in meiner Trauer verletzlich und isoliert bin. Was haben sie geplant? Seit wann? Hannelore bemerkt meine Bedrängnis. Was ist los? Ich zeige ihr die Nachricht meiner Mutter und sehe, wie sich ihr Gesicht verhärtet. Oh je, sagt sie leise. Sie können das doch nicht wirklich... Ich schalte mein Handy komplett aus. Was auch immer Sie wollen, es kann warten. Dieser Moment gehört Lukas. Ich werde nicht zulassen, dass Sie mir auch das nehmen. Hannelore legt eine sanfte Hand auf meine Schulter. Sie sind nicht allein, meine Liebe. Ich bin hier. Der Friedhofsmitarbeiter nähert sich zögernd. Es tut mir leid, aber wir müssen die Zeremonie beenden. Ich schaue auf Lukas Sarg, der über der offenen Erde schwebt. Soll ich jetzt einfach weggehen? Ihn hier allein lassen? Mein Körper fühlt sich erstarrt an, unfähig, den ersten Schritt wegzumachen. Hannelore tritt vor. Geben Sie ihr einen Moment, bitte. Sie verabschiedet sich von ihrem Jungen. Der Arbeiter nickt und tritt zurück, respektiert die Grenze, die Hannelore geschaffen hat. Ich greife in meine Tasche und ziehe Lukas Lieblings-Actionfigur heraus, die, auf der er bei jedem Krankenhausaufenthalt bestand. Ich knie neben dem Grab und lege sie sanft auf seinen Sarg. Ich werde beschützen, was deins ist. Das verspreche ich, flüstere ich. Als ich aufstehe, verändert sich etwas in mir. Durch den Nebel der Trauer entzündet sich ein kleiner Funke. Ich weiß nicht, was morgen bringen wird, aber ich weiß eine Sache mit absoluter Sicherheit. Sie werden das Vermächtnis meines Sohnes nicht ohne einen Kampf an sich nehmen. Der Morgen nach dem Begräbnis dämmert grau und nieselig, passend zu meiner Stimmung, als ich zu dem Haus meiner Eltern im Kolonialstil in Eichenberg fahre. Ich umklammere das Lenkrad zu fest, meine Knöchel werden weiß mit jedem Kilometer, der mich ihrem Haus näher bringt. Meine Kehle schnürt sich zusammen bei dem Gedanken, sie nach gestern zu sehen, nachdem sie Leonies Verlobungsfeier dem Begräbnis ihres eigenen Enkels vorgezogen haben. Ich parke hinter einem vertrauten silbernen BMW, Laras Auto. Natürlich ist auch sie hier. Die Haustür öffnet sich, bevor ich sie erreiche. Mein Vater steht im Eingang, sein Gesicht eine geübte Maske väterlicher Besorgnis, die seine Augen nicht erreicht. »Amalia, komm herein, wir haben gewartet.« Das Wohnzimmer fühlt sich an wie ein Konferenzraum. Leonie sitzt adrett auf dem cremefarbenen Sofa, die Beine an den Knöcheln gekreuzt, ihr blondes Haar zu einem perfekten, glänzenden Dutt gesteckt. Lara sitzt neben ihr und studiert fasziniert ihre Maniküre, als ich eintrete. Meine Mutter steht am Kaminsims. Eine Hand ruht auf einem gerahmten Familienfoto, auf dem wir alle lächeln. Eine Inszenierung für die Kamera. Niemand erwähnt Lukas. Niemand sagt, dass es ihnen leid tut. Mein Vater verschwendet keine Zeit. Er geht zum Kaffeetisch aus Mahagoni, wo eine Mappe offen liegt und Papiere in ordentlichen Stapeln angeordnet sind. Wir müssen den Treuhandfonds neu zuweisen, mit Leonie als Treuhänderin, verkündet er und schiebt mir ein Dokument zu. Unterschreibe hier und hier. Ich greife nicht nach dem Stift. Wovon redet ihr? Leonie entkreuzt ihre Beine und lehnt sich vor. Amalia, du bist in keiner Verfassung, diese Art von Geld zu verwalten. Wir versuchen zu helfen. Meine Mutter tritt näher, ihre Stimme ist süßlich vor falschem Mitleid. Du warst schon immer impulsiv mit Finanzen. Erinnerst du dich an die Boutique, die du nach dem Studium eröffnen wolltest? Gott sei Dank hat dein Vater dich davon abgehalten. Ich blicke zu Lara, hoffe auf ein Flackern der Freundschaft, die wir einmal teilten. Sie trifft kurz meinen Blick, bevor sie wegschaut. Ihr Schweigen bestätigt ihre Loyalität. Wir haben bereits mit Julians Anwalt gesprochen, sagt mein Vater und tippt auf die Papiere. Angesichts deines mentalen Zustands ist er auch der Meinung, dass dies der vernünftigste Weg ist. Die Worte treffen mich wie physische Schläge. Ich nehme eines der Dokumente in die Hand und erkenne juristische Sprache über psychologische Eignungsbeurteilungen. Eine andere Seite fällt mir ins Auge. Recherche zum Treuhandrecht, datiert vor 14 Monaten, als Lukas gerade ins Krankenhaus kam. Ihr habt das geplant, seit Lukas krank wurde, flüstere ich, die Erkenntnis brennt in mir. Während ich an seinem Krankenhausbett saß, habt ihr recherchiert, wie ihr an sein Geld kommen könnt, wenn er stirbt. Leonie seufzt dramatisch. Du übertreibst wieder. Das ist genau der Grund, warum wir uns Sorgen machen. Mein Vater zieht ein weiteres Dokument hervor und schiebt es über den Tisch. Wenn du dich weigerst zu unterschreiben, sind wir bereit, einen Antrag auf Vormundschaft zu stellen. Das Gericht wird verstehen, dass deine Trauer dein Urteilsvermögen beeinträchtigt hat. Das volle Ausmaß ihres Verrats kristallisiert sich heraus.
Sie haben Lukas' Krankheit 8 Monate lang abgetan und mich übervorsichtig genannt, als ich darauf bestand, dass etwas wirklich nicht stimmte. Jetzt verstehe ich, warum. Sie haben sich die ganze Zeit in Position gebracht und auf das Schlimmste gewartet. Meine Welt verschiebt sich. Die Realität rekonstruiert sich um diese schreckliche Wahrheit. Erinnerung um Erinnerung ordnet sich in diesem neuen Licht neu an. Meine Mutter vor 10 Monaten. Es ist wahrscheinlich nur eine Anämie, Amalia. Du machst immer aus Mücken Elefanten. Mein Vater, als Lukas eine spezielle Behandlung brauchte. Diese Ärzte nutzen deine Ängste aus. Er braucht nur Vitamine. Leonie, die ablehnte, ihn im Krankenhaus zu besuchen. Krankenhäuser sind deprimierend. Außerdem wird er ja sowieso wieder gesund. Ich sehe einen Bauplan unter den Treuhanddokumenten hervorlugen. Ich ziehe ihn heraus. Umbaupläne für Leonies neues Haus, ein 200.000 € teurer Küchenumbau, ein Heimkino, ein Pool mit Wasserfall. Ihr habt ihn nicht einmal im Krankenhaus besucht, sage ich. Meine Stimme festigt sich mit der Klarheit der Wut. Nicht ein einziges Mal in 8 Monaten. Leonie wirft den Kopf ungeduldig in den Nacken. Wir trauern alle anders, Amalia. Manche von uns gehen einfach besser damit um. Die lässige Grausamkeit ihrer Worte verblüfft mich. Zum ersten Mal sehe ich meine Familie klar. Nicht als das liebevolle Unterstützungssystem, an das ich verzweifelt zu glauben versuchte, sondern als Menschen, die Lukas und mich als Requisiten in ihrem perfekten Familienbild sehen, die nur nützlich sind, wenn es ihnen passt. Warum jetzt? Frage ich. Warum diese plötzliche Dringlichkeit? Leonie tauscht Blicke mit meinen Eltern aus. Etwas geht zwischen ihnen vor, eine stille Kommunikation, die mich ausschließt, wie es schon immer der Fall war. Na gut, du verdienst es zu wissen, sagt Leonie schließlich. Roberts Bauunternehmen hat einige Liquiditätsprobleme. Die Hochzeit muss möglicherweise verschoben werden, es sei denn, wir sichern uns zusätzliche Mittel. Meine Mutter spielt nervös an ihrer Perlenkette. Und da ist noch das Ferienhaus in Spanien. Der Markt hat sich gedreht und wir sind etwas überzogen. Wir sind keine Bösewichte, Amalia, sagt mein Vater. Sein Tonfall wird weicher, wie er ihn bei Geschäftsabschlüssen verwendet. Wir sind eine Familie, die mit schwierigen Umständen konfrontiert ist. Lara spricht endlich, ihre Stimme ist leise. Meine Scheidung wird nächsten Monat final sein. Leonie hat mir eine Position in Roberts Firma versprochen. Ich brauche das, Amalia. Ich muss an die Zwillinge denken. Ich sehe sie jetzt. Nicht als Comic-Bösewichte, sondern als ängstliche Menschen, die bereit sind, mich zu opfern, um ihren Lebensstil, ihren Status, ihren Komfort zu erhalten. Wenn du nicht unterschreibst, müssen wir drastischere Maßnahmen ergreifen, warnt mein Vater. Seine gütige Maske rutscht. Meine Mutter greift nach meiner Hand. Nach allem, was wir all die Jahre für dich und Lukas getan haben. Ich könnte fast lachen. Was genau haben sie getan? Geburtstagskarten mit 20-Euro-Scheinen geschickt? Einmal im Monat angerufen, um oberflächliche Fragen über unser Leben zu stellen? Mach es nicht schwieriger, als es sein muss, sagt mein Vater. Seine Stimme wird härter. Du denkst nicht klar? Leonie schaut auf ihre Uhr. Wir müssen das innerhalb von 60 Tagen klären, bevor Roberts nächste Projektfinanzierungsfrist abläuft. Die Verzweiflung in ihren Augen verrät mir alles. Sie brauchen Lukas Geld, jetzt mein Geld, um ihre Probleme zu lösen. Ich stehe auf, nehme die Dokumente und lege sie zurück in die Mappe. Ich brauche Zeit zum Nachdenken, sage ich und gehe zur Tür. Amalia. Die Stimme meines Vaters hat denselben scharfen Tonfall, den ich von Kindheitsstreits kenne. Geh nicht von diesem Tisch weg. Ich schließe die Haustür mit leiser Endgültigkeit hinter mir. In meinem Auto presse ich meine Stirn gegen das Lenkrad, überwältigt von dem, was gerade passiert ist. Mein Handy vibriert mit einer Textnachricht von Hannelore. Wie ist es gelaufen? Ich bin da, wenn Sie reden müssen. Bevor ich antworten kann, kommt ein weiterer Anruf. Die Eltern von Julian. Ich antworte mit zitternden Händen. Amalia, meine Liebe. Die Stimme von Elsbeth ist warm und voller aufrichtiger Sorge. Wir haben gerade vom Begräbnis erfahren. Es tut uns so leid, dass wir nicht da sein konnten. Wir waren in Bayern und haben die Nachricht gerade erst bekommen. Wir haben den Jungen so geliebt, fügt Georg hinzu. Seine Stimme bricht. Ihre Trauer klingt echt, ihre Sorge authentisch, im Gegensatz zu der kalkulierten Darbietung, die ich gerade von meiner Familie erlebt habe. Als ich auflege, erinnere ich mich an etwas, das Julian erwähnt hatte, als er Lukas Treuhandfonds einrichtete. Wenn du jemals Fragen hast, kontaktiere Rechtsanwalt Richard Dornburg. Er ist der beste Treuhandanwalt im ganzen Land. Zum ersten Mal an diesem Tag fühle ich ein Flackern der Hoffnung. Ich bin nicht allein in diesem Kampf. Hannelore, die gesehen hat, wie ich mich jeden Tag um Lukas gekümmert habe. Julians Eltern, die ihn bedingungslos liebten. Richard Dornburg, der genau weiß, was Julian mit Lukas Geld beabsichtigte. Ich starte das Auto. Meine Entscheidung steht fest. Ich werde diesen Kampf nicht allein führen. Ich greife zu meinem Handy und finde Richard Dornburgs Nummer in meinen Kontakten. Kanzlei Dornburg, nimmt eine Empfangsdame ab.
Ich muss ihn sofort sprechen, sage ich und überrasche mich mit der Beständigkeit in meiner Stimme. Es geht um den Lucas-Fonds. Am selben Tag glänzt die Anwaltskanzlei von Richard Dornburg mit poliertem Holz und ledergebundenen Büchern. Ich klammere mich so fest an meine Mappe mit Dokumenten, dass meine Knöchel weiß werden. Nach 2 schlaflosen Nächten, in denen ich online Treuhandrecht recherchiert habe, bin ich immer noch nicht sicher, welche Rechte ich habe oder wie meine Familie versuchen könnte, mir Lucas Vermächtnis zu nehmen. Richard steht hinter seinem Mahagoni-Schreibtisch auf, als seine Assistentin mich hereinbittet. Er ist älter, als ich erwartet hatte, mit silbernem Haar und einer Lesebrille auf der Nase. Sein Händedruck ist fest, seine Augen freundlich, aber prüfend. »Frau Amalia, bitte setzen Sie sich. Es tut mir sehr leid um Ihren Sohn.« »Danke.« Meine Stimme stockt. Ich habe diese Worte in der letzten Woche dutzende Male gehört, aber sein Tonfall trägt echte Empathie statt Verpflichtung. Ich schiebe die Mappe über seinen Schreibtisch. Das sind alle Dokumente, die ich über Lucas Treuhandfonds habe. Mein Ex-Mann Julian hat ihn eingerichtet, bevor seine Firma ihn ins Ausland versetzte. Richard öffnet die Mappe und scannt den Inhalt mit geübter Effizienz. Er nickt gelegentlich und hält inne, um bestimmte Abschnitte genauer zu lesen. Die Stille dehnt sich, bis ich es nicht mehr aushalte. Meine Familie will, dass ich die Kontrolle über den Fonds abgebe. Sie behaupten, ich sei aufgrund meiner Trauer nicht mental stabil genug, um ihn zu verwalten. Die Worte schmecken bitter auf meiner Zunge. Sie sind nicht einmal zu Lucas Begräbnis gekommen. Richard schaut scharf auf. Sie haben nicht an der Beerdigung teilgenommen? Nein, meine Schwester Leonie hatte am selben Tag ihre Verlobungsfeier. Meine Eltern und meine ehemalige beste Freundin Lara haben sich entschieden, dorthin zu gehen. Er nimmt seine Brille ab und kneift den Nasenrücken zusammen. Ich erinnere mich, als Julian diesen Fonds eingerichtet hat. Er war sehr spezifisch in seinen Absichten. Richard öffnet seine Schreibtischschublade und zieht eine braune Mappe mit Julians Namen auf der Lasche heraus. Mir stockt der Atem. Ich hatte nicht erwartet, dass er separate Unterlagen hat. Julian war außergewöhnlich gründlich, erklärt Richard und zieht ein notariell beglaubigtes Dokument heraus. Dies ist seine Absichtserklärung für den Treuhandfonds. Er reicht mir das Papier und ich lese Julians vertraute Handschrift. Dieser Fonds soll Lucas Zukunft sichern und, sollte das Schlimmste passieren, Amalia versorgen, die alles für seine Pflege geopfert hat. Tränen verschwimmen meine Sicht. Selbst aus dem Ausland hatte Julian diese Möglichkeit vorbereitet, hatte gesehen, was ich nicht wahrhaben wollte. »Es gibt noch mehr«, sagt Richard und dreht seinen Computerbildschirm so, dass ich ihn sehen kann. »Das sind Anrufprotokolle aus unserer Kanzlei über das letzte Jahr hinweg. Die Tabelle zeigt mehrere Anrufe von Nummern, die ich sofort erkenne, das Festnetz meiner Eltern und Leonies Handy. Sie haben sie wegen Lucas Fonds kontaktiert?« Meine Stimme wird schärfer. Nicht mich persönlich. Sie riefen an und fragten nach Treuhandbestimmungen und Begünstigtenrecht. Meine Assistentin hat es markiert, weil sie die Namen aus Julians Akte wiedererkannt hat. Sie haben hier nie wirklich mit einem Anwalt gesprochen. Eine Klarheit durchdringt meine Trauer zum ersten Mal seit Tagen. Sie kannten die Treuhandbedingungen, bevor Lucas starb. Deshalb haben sie das alles geplant. »So scheint es«, sagt Richard, sein Gesichtsausdruck verhärtet sich. »Frau Amalia, ich möchte in einer Sache sehr deutlich sein. Dieser Fonds hat ausdrückliche Bestimmungen, die eine Einmischung der Familie verhindern. Julian hat mehrere Schutzschichten eingebaut, um sicherzustellen, dass die Gelder nur an Lucas oder an Sie als Restbegünstigte gehen. Sie haben keine rechtliche Handhabe, dies anzufechten. Der Fonds ist unanfechtbar.« Das Gewicht, das auf meiner Brust lastete, wird etwas leichter. »Also können Sie es nicht nehmen?« »Rechtlich gesehen nicht, nein, aber Sie könnten andere Taktiken versuchen, zum Beispiel zu behaupten, Sie seien aufgrund der Trauer psychisch nicht zurechnungsfähig.« Ich denke an die abweisende Textnachricht meiner Mutter am Tag des Begräbnisses, Leonies kalte Berechnung, das unbehagliche Schweigen meines Vaters, als sie mir die Papiere zum Unterschreiben vorlegten. »Also muss ich nicht gegen Sie um den Fonds kämpfen«, sage ich langsam. Die Puzzleteile fügen sich zusammen. Ich muss nur Ihre Absichten beweisen. Richards Augen verengen sich nachdenklich. Das würde Ihre Position sicherlich stärken. Haben Sie irgendwelche Dokumente über Ihre Versuche, die Kontrolle zu erlangen? Ich hole mein Handy heraus und zeige ihm die Textnachrichten meiner Mutter vom Tag des Begräbnisses. Er hebt die Augenbrauen, als er liest. »Das ist äußerst hilfreich«, sagt er. »Jetzt schlage ich vor, wir arrangieren ein Treffen mit Ihrer Familie. Zu Ihren Bedingungen, an einem öffentlichen Ort.« 2 Tage später sitze ich an einem Ecktisch im Café am Fluss. Eine braune Mappe liegt bewusst vor mir. Das Café brummt mit Nachmittagskunden, genau wie ich es mir erhofft hatte. Richards Rat hallt in meinem Kopf wieder. Öffentliche Orte entmutigen Szenen. Kontrollieren Sie die Erzählung von Anfang an.
Hannelore wartet in ihrem Auto auf der anderen Straßenseite bereit, falls ich Verstärkung brauche. Richard ist für einen Anruf in Bereitschaft. Zum ersten Mal seit Lukas' Diagnose fühle ich mich nicht völlig allein. Meine Familie kommt zusammen. Leonie führt den Zug an, in Designer-Sonnenbrille. Meine Eltern folgen wie Begleiter. Lara schleicht hinterher und vermeidet meinen Blick. Sie nehmen Platz am Tisch, ohne Getränke zu bestellen, in der klaren Erwartung, dass dies schnell gehen wird. Leonie greift sofort nach der braunen Mappe. Also, du hast die Papiere unterschrieben. Ich wusste, du würdest vernünftig sein. Ich lege meine Hand fest auf die Mappe. Bevor wir über irgendwelche Papiere sprechen, möchte ich wissen, warum keiner von euch zu Lukas' Begräbnis gekommen ist. Meine Mutter seufzt dramatisch. Amalia, das haben wir doch schon besprochen. Leonies Verlobung war vor Monaten geplant. Wir konnten nicht alles in so kurzer Zeit absagen. Es war das Begräbnis eures Enkels, sage ich leise. Und wir haben auf unsere eigene Weise getrauert, antwortet mein Vater und blickt nervös zu den Tischen in der Nähe. Jeder verarbeitet Verlust anders. Ich öffne die Mappe und schiebe mehrere Fotos heraus. Screenshots von Leonies Instagram. Mit Zeitstempel während Lukas' Begräbnis. Sektgläser, die erhoben werden. Ein funkelnder Diamantring. Alle lachen. Während ich meinen Sohn begraben habe, habt ihr Sekt getrunken und gelacht. Meine Stimme bleibt ruhig, aber die Leute an den Tischen in der Nähe schauen herüber. Leonies Gesicht errötet. Du reißt das aus dem Kontext. Das ist nicht fair. Ich ziehe ein zweites Dokument aus der Mappe. Die notariell beglaubigten Treuhandbedingungen mit dem in gelb markierten Chen ohne Zustimmung des Stifters keine Änderung. Julian hat seine Absichten sehr deutlich gemacht. Dieses Geld ist Lukas' Vermächtnis an mich. Mein Vater greift nach den Papieren. Lass mich das sehen. Ich ziehe sie zurück, bevor er sie greifen kann. Ich habe mit Richard Dornberg gesprochen. Er hat Julians Original-Absichtserklärung. Der Fonds kann von niemandem außer mir geändert, übertragen oder darauf zugegriffen werden. Leonies sorgfältig gefasste Miene bricht. Du verdienst dieses Geld nicht. Du wirst es nur verschwenden. Ihre Stimme wird lauter. Mehrere Kunden drehen sich um. Werd leiser, zischt meine Mutter. Warum? Frage ich und sehe Leonie direkt an. Hast du Angst, dass die Leute hören, wie du versucht hast, deine trauernde Schwester auszunutzen? Wie du dich nicht darum kümmern konntest, zum Begräbnis deines Neffen zu gehen, aber seinen Studienfonds haben willst? Leonie steht abrupt auf. Das ist lächerlich. Wir versuchen dir zu helfen. Ich brauche eure Art von Hilfe nicht, sage ich und sammle die Papiere wieder in der Mappe. Ich werde nichts unterschreiben. Niemals. Mein Vater lehnt sich vor. Seine Stimme ist tief und bedrohlich. Du machst einen Fehler, Amalia. Wir können die Dinge für dich sehr schwierig machen. Das habt ihr bereits getan, antworte ich und stehe auf. Mein ganzes Leben lang, aber nicht mehr. Ich gehe hinaus und spüre ihre Blicke in meinem Rücken brennen. Draußen wartet Hannelore in ihrem Auto, das Fenster ist heruntergelassen. Als ich auf den Beifahrersitz gleite, schenkt sie mir ein stolzes Lächeln. Sie haben sich zur Wehr gesetzt. Gut gemacht. Mein Handy klingelt. Richard ruft an, um ein Update zu bekommen. Wie ist es gelaufen? Fragt er, als ich antworte. Müssen wir uns auf sofortige rechtliche Schritte vorbereiten? Ich beschreibe die Konfrontation, während Hannelore uns vom Café wegfährt. Richard hört aufmerksam zu und bestätigt dann, dass wir rechtlich in einer starken Position sind. Sie werden wahrscheinlich etwas anderes versuchen, warnt er. Aber sie haben Grenzen gesetzt. Und das ist entscheidend. Nachdem wir aufgelegt haben, kommt ein weiterer Anruf von Julians Eltern. Sie bieten an, aus der Schweiz herzufliegen, um bei Bedarf über Julians Absichten auszusagen. Wir wussten immer, dass Lukas' Pflege ihre Priorität war, sagt Julians Mutter. Wir werden sie unterstützen, so gut wir können. Daraufhin folgt eine Textnachricht von Markus, meinem ehemaligen Kollegen, der Lukas während seiner Krankenhausaufenthalte regelmäßig besuchte. Hannelore hat mir erzählt, was los ist. Was auch immer du brauchst, ich bin für dich da. Zum ersten Mal seit Wochen fühle ich, wie das Gewicht auf meiner Brust leichter wird. Ich kämpfe nicht mehr allein. In Hannelores Einfahrt nehme ich mir einen Moment, bevor ich aus dem Auto steige. Ich berühre das Foto von Lukas auf meinem Armaturenbrett. Sein letztes Schulfoto, aufgenommen, bevor er krank wurde. Sein Lächeln strahlt immer noch vor Hoffnung. Der erste Schritt ist getan, Kleiner, flüstere ich. Hannelore drückt meine Hand. Sie haben das heute wunderbar gemacht. Ich nicke und starre auf den Horizont. Aber Sie werden nicht so schnell aufgeben. Beim nächsten Mal werden Sie etwas Größeres versuchen. Und wir werden bereit sein, sagt Hannelore fest. Sie sind nicht mehr allein, Amalia. Ich atme tief durch und spüre, wie etwas Unbekanntes in mir wächst. Nicht nur Trauer, nicht nur Wut, sondern Entschlossenheit. Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, sich von meinem Sohn zu verabschieden. Sie werden auch nicht entscheiden dürfen, was mit seinem Vermächtnis geschieht.
3 Tage nach der Konfrontation im Café verteile ich Dokumente auf Richard Dornburgs Mahagoni-Schreibtisch. Meine Hände sind fest, als ich sie in ordentliche Stapel sortiere. Die Trauer pocht immer noch unter meiner Haut. Aber etwas anderes ist an ihrer Seite aufgetaucht. Eine kalte, klare Objektivität, die mich mit ihrer Intensität überrascht. »Sie werden Vormundschaft beantragen«, sagt Richard und tippt mit einem Finger auf einen Schriftsatz. Seine Kanzlei riecht nach Leder und alten Büchern, die Art von Ort, an dem Schlachten geplant, nicht gekämpft werden. Sie werden versuchen zu beweisen, dass sie aufgrund der Trauer mental nicht zurechnungsfähig sind. Das ist ihr klarster Weg zum Fonds. Ich nicke und studiere die Zeitleiste, die ich erstellt habe. 18 Monate von Lukas Krankheit, in quälender Detailtreue aufgezeichnet. Leonie macht ihre schmutzige Arbeit nie selbst. Sie wird Mama und Papa als Antragsteller benutzen, vielleicht sogar Lara. Eine kluge Beobachtung, sagt Richard mit echtem Respekt in der Stimme. Wir müssen jede Interaktion seit Lukas Diagnose dokumentieren, jeden Krankenhausbesuch, den Sie gemacht haben, jeden Termin, den Sie verpasst haben. Ich hole mein Handy heraus und öffne meinen Kalender. Ich habe Aufzeichnungen über alle Termine. Ich kann beweisen, dass ich keinen einzigen verpasst habe. Meine Stimme stockt leicht. Nicht einmal am Tag, nachdem Julian ins Ausland ging. Richard macht sich eine Notiz. Und Ihre Eltern, Leonie? 0 Besuche. Nicht als er diagnostiziert wurde. Nicht in den 3 Wochen, die er nach dem Scheitern der Knochenmarktransplantation in Isolation verbrachte. Die Erinnerung schmerzt, aber ich schiebe sie beiseite. Nicht einmal als die Ärzte uns sagten, dass sie nichts mehr tun könnten. Dokumentieren Sie alles, sagt Richard. Wir unternehmen noch nichts. Wir bereiten uns vor, wir sammeln Beweise. Wir antizipieren Ihren Angriff. Wenn Sie kommen. Und das werden Sie, werden wir bereit sein. Ich fahre mit meinem Finger über eine Krankenhausrechnung und erinnere mich, wie ich gelernt hatte, medizinische Codes zu entschlüsseln und Versicherungsablehnungen anzufechten. Wie ich zu Lukas Fürsprecher wurde, als es niemand anderes tat. 8 Monate Behandlungen und kein einziger Besuch von Ihnen. Keiner. Richard lehnt sich vor. Amalia, ich muss, dass Sie etwas verstehen. Es geht nicht nur darum, Ihre mentale Zurechnungsfähigkeit zu beweisen. Es geht darum, zu beweisen, dass Ihnen Lukas nie etwas bedeutete, sondern nur sein Geld. Die Worte schmerzen, aber die Wahrheit in ihnen beruhigt mich. Dann ist es genau das, was wir beweisen werden. In der nächsten Stunde sortieren wir Finanzaufstellungen, die meine akribische Handhabung von Lukas Krankheitskosten zeigen. Richard bittet einen Notar herein, um die Unterzeichnung meiner eidesstattlichen Erklärung zu bezeugen. Die Vorbereitung fühlt sich an, wie eine Rüstung zu bauen. Jedes Dokument ist eine weitere Schutzplatte um Lukas Vermächtnis. Sie werden behaupten, ihre Trauer mache sie instabil, warnt Richard. Wir müssen diesem Narrativ entgegenwirken, bevor sie es etablieren können. Hannelore hat ein Tagebuch geführt, sage ich und überrasche mich mit diesem Wissen selbst. Sie hat alles dokumentiert, was sie getan hat, um mir zu helfen, während Lukas krank war, hat sie mir gestern gesagt. Richard nickt zustimmend. Perfekt. Die Beobachtungen einer neutralen dritten Partei werden ein großes Gewicht haben. Ich hole mein Notizbuch heraus. Ich habe auch Lukas behandelnden Onkologen und seine Lehrerin kontaktiert. Beide sind bereit, eine Charaktererklärung abzugeben. Ausgezeichnet, sagt Richard. Was ist mit Julian? Seine Absicht bei der Erstellung des Fonds könnte entscheidend sein. Ich habe letzte Nacht mit seinen Eltern telefoniert. Sie koordinieren sich mit seinem Anwalt, um seine ursprünglichen Absichten zu dokumentieren. Die Worte kommen mir jetzt leicht von der Hand. Jeder strategische Schritt ist klar in meinem Kopf. Und ich habe Überwachungskameras an meinem Haus installiert. Wenn sie versuchen, mich wieder zu konfrontieren, wird es dokumentiert. Richard macht sich eine Notiz. Ich werde mich morgen mit Dr. Elisabeth Schwarz beraten. Sie ist eine psychiatrische Gutachterin, die Sie bewerten und allen psychischen Herausforderungen, die Sie bringen könnten, entgegentreten kann. Ich zögere, bevor ich meinen nächsten Gedanken teile. Ich habe Screenshots gesammelt. Jedes Mal, wenn sie Lukas Krankheit als nichts Ernstes abtaten. Jede Textnachricht, in der sie behaupteten, ich würde überreagieren. Meine Stimme verhärtet sich. Sie haben ein Muster geschaffen, seine Erkrankung herunterzuspielen, während sie gleichzeitig planten, seinen Treuhandfonds an sich zu reißen. Genau diese Art von Beweisen brauchen wir, sagt Richard leise. Nicht nur, um sie zu verteidigen, sondern um ihre Motive zu entlarven. Ich starre aus seinem Bürofenster auf die Herbstblätter, die über den Parkplatz tanzen. Lukas liebte den Herbst, die Farben, den Geruch von Zimt, die Art, wie die Blätter unter seinen Füßen knirschten. Letzten Oktober hatte ich ihn aus dem Krankenhaus gefahren, nur damit er die kühle Luft auf seinem Gesicht spüren konnte. »Geht es Ihnen gut?« fragt Richard. »Ich erinnere mich nur«, sage ich und kehre in die Gegenwart zurück. »Was brauchen wir noch?« Während Richard unsere nächsten Schritte umreißt, vibriert mein Handy mit einer Textnachricht von Hannelore.
Habe gerade von Margarete im Krankenhaus gehört. Lara hat Fragen zu Lukas Behandlungsplan gestellt. Seien Sie vorsichtig. Mein Magen zieht sich zusammen. Ich zeige Richard die Nachricht. Sie sammeln Munition, sagt er düster. Lara hätte Zugang zu Informationen darüber, wann sie im Krankenhaus waren. Ihr emotionaler Zustand während der Behandlung. Sie hat etwas unterschrieben, nicht wahr? Die Erkenntnis trifft mich wie ein körperlicher Schlag. Eine eidesstattliche Erklärung, die behauptet, ich sei während Lukas Krankheit instabil gewesen. Richards Schweigen bestätigt meinen Verdacht. Sie war meine Freundin seit der 3. Klasse, flüstere ich. Der Verrat schmerzt tiefer, als ich erwartet hatte. Sie hielt meine Hand während meiner Scheidung. Leonie rekrutiert jeden mit Insiderwissen über ihr Leben, sagt Richard sanft. Das erhöht das Bedrohungspotenzial erheblich. Ich erinnere mich jetzt an Laras immer seltener werdende Besuche, als sich Lukas Zustand verschlechterte. An ihren unbehaglichen Gesichtsausdruck, als ich nach einer besonders niederschmetternden Prognose zusammenbrach. Die Art, wie sie in den letzten Wochen vermied, mir in die Augen zu sehen. Sie wird behaupten, sie hat mein unberechenbares Verhalten miterlebt, sage ich. Meine Stimme ist hohl. Und sie hätte nicht ganz Unrecht. Manchmal bin ich zusammengebrochen. Wer würde das nicht? Zum ersten Mal seit Beginn unserer Strategiebesprechung schleicht sich Zweifel ein. Vielleicht haben Sie recht, vielleicht zerbreche ich wirklich. Ich blicke auf meine zitternden Hände. Schauen Sie mich an. Nein, sagt Richard fest. Genau das wollen Sie, Sie dazu bringen, an sich selbst zu zweifeln. Mein Handy vibriert erneut. Hannelore kommt zu Richards Büro. Habe meine Tagebücher gefunden, die müssen Sie sehen. 30 Minuten später kommt Hannelore mit einem Stapel Notizbücher herein. Ihr silbernes Haar ist ordentlich hochgesteckt. Ihre Augen sind wild vor schützender Energie. Lara kann sagen, was immer sie will, verkündet Hannelore und legt die Tagebücher auf Richards Schreibtisch. Aber ich habe alles dokumentiert, jeden Tag, den sie in diesem Krankenhaus verbracht haben. Jede Nacht, die sie mit Lukas aufgesessen haben, als er nicht schlafen konnte. Jede Mahlzeit, die ich gebracht habe, weil sie seine Seite nicht verlassen wollten. Sie nimmt meine Hände in ihre. Lassen Sie nicht zu, dass Sie an sich selbst zweifeln lassen, Amalia. Das ist genau das, was Sie wollen. Die Wärme ihrer Hände beruhigt meine. Ich schaue von Hannelore zu Richard, dann zu dem Berg von Beweisen, den wir gesammelt haben, das Vermächtnis meines Sohnes, geschützt durch die Wahrheit. Dokumentierte Tatsache für dokumentierte Tatsache. Sie haben recht, sage ich und straffe meine Schultern. Ich muss mich auf einen Rufmord vorbereiten, nicht nur auf rechtliche Anfechtungen. Als ich Hannelores Tagebücher in unserem Beweisstapel einordne, erkenne ich, dass wir mehr als eine juristische Verteidigung aufbauen. Wir schaffen ein Denkmal für die Wahrheit darüber, wer wirklich bei Lukas stand, als es darauf ankam, und wer nicht. Später am Abend, nachdem Hannelore gegangen ist, zittern meine Hände, als ich das letzte Foto auf die Beweistafel in Richards Büro klebe. Es zeigt meine Eltern auf Leonies Verlobungsfeier. Sektgläser werden zum Feiern erhoben, genau 42 Minuten, nachdem Lukas Sarg in die Erde gelassen wurde. Das ist das letzte Puzzleteil, sagt Richard und tritt zurück, um unser Werk zu begutachten. Die Konferenzraumwand hat sich in eine umfassende Zeitleiste des Verrats verwandelt. Medizinische Unterlagen, die jeden Termin, den ich besucht habe, aufzeichnen. Finanzaufstellungen, die eine verantwortungsvolle Verwaltung von Lukas Krankenkosten beweisen. Zeugenaussagen von Krankenhauspersonal, Nachbarn und Lukas Lehrern. Eine dokumentierte 18-monatige Abwesenheit meiner Familie während Lukas Krankheit. Wird es genug sein, frage ich und glätte ein Dokument, das Leonies unbefugten Zugriff auf Lukas Krankenakten detailliert. Richard rückt seine Brille zurecht, sein Gesichtsausdruck ist ernst, aber zuversichtlich. Sie werden Vormundschaft auf Notfallbasis beantragen und behaupten, sie seien mental nicht zurechnungsfähig, aber wir haben jedes Argument, das sie vorbringen könnten, antizipiert. Er tippt auf die notariell beglaubigte Erklärung von Julians Eltern. Allein das macht ihre Position rechtlich fragwürdig. Ich fahre mit dem Finger über die Zeitleiste, die wir erstellt haben. 8 Monate Krankenhausbesuche, unzählige Nächte, die ich in unbequemen Stühlen neben Lukas Bett verbrachte. Die Behandlungen, die Hoffnungen, die Rückschläge, alles akribisch dokumentiert. Ich hätte nie gedacht, dass ich beweisen muss, eine gute Mutter zu sein, flüstere ich. Das sollten Sie auch nicht müssen, sagt Richard und legt eine unterstützende Hand auf meine Schulter. Aber Menschen, die etwas wollen, was ihnen nicht gehört, werden jedes Narrativ schaffen, das ihnen dient. Wie auf Stichwort vibriert mein Handy mit einer Textnachricht von Hannelore. Ich lese sie laut vor. 23 Nachbarn haben die Charaktererklärung unterschrieben. Ein kleiner Sieg, aber jeder Einzelne stärkt unsere Position.
Ich habe die letzte Woche damit verbracht, ein Arsenal der Wahrheit gegen den unvermeidlichen Angriff meiner Familie zu sammeln. Überwachungskameras überwachen jetzt mein Zuhause und zeichnen jeden unangekündigten Besuch auf. Ich habe jede Textnachricht, jede Voicemail, jeden Social-Media-Post dokumentiert, in dem Leonie subtil meine mentale Verfassung in Frage stellte. Sie stellen mich als instabil dar, sage ich und starre auf Leonies jüngsten Facebook-Post, in dem sie um Gebete für Familienmitglieder bittet, die nach einem Verlust mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Der Kommentarbereich quillt über vor mitfühlenden Antworten, von denen niemand erwähnt, dass er sie nicht zum Begräbnis ihres Neffen erschienen ist. Richard nickt düster. Klassische Strategie. Sie können auf rechtlicher Ebene nicht gewinnen, also versuchen Sie, zuerst vor dem Gericht der öffentlichen Meinung zu gewinnen. Das Telefon auf seinem Schreibtisch klingelt. Richard nimmt ab, sein Gesichtsausdruck verdunkelt sich, während er zuhört. Ich verstehe. Danke, dass Sie uns informiert haben. Er legt auf und wendet sich mir zu. Das war mein Kontakt im Krankenhaus. Jemand hat gestern Lukas vollständige Krankenakte angefordert. Mein Magen zieht sich zusammen. Wer? Leonie hat eine alte Notfallkontaktformular verwendet, um Zugang zu erhalten. Der Raum scheint leicht zu schwanken. Sie werden alles verdrehen, sage ich. Meine Stimme steigt. Sie werden die 1,5 Mal finden, bei denen ich eine Medikamentendosis in Frage gestellt oder emotional gegenüber einer Krankenschwester wurde, und es verwenden, um mich inkompetent aussehen zu lassen. Sie werden verzweifelt, sagt Richard. Dieser Vertrauensbruch zeigt, wie weit Sie zu gehen bereit sind. Ich umklammere den Rand des Tisches, um mich zu festigen. Was tun Sie noch, von dem wir nichts wissen? Richard öffnet seinen Laptop. Finden wir es heraus. Er tippt schnell und dreht dann den Bildschirm zu mir. Sie haben Ihre ehemaligen Kollegen in der Marketingfirma angerufen. Eine LinkedIn-Nachricht von meinem alten Vorgesetzten erscheint. Amalia, deine Schwester hat angerufen und nach deiner emotionalen Stabilität während deiner Anstellung gefragt. Was ist los? Ruf mich an. Sie bauen an jeder Front einen Fall gegen mich auf, sage ich. Die Wut durchbricht endlich meine Trauer. Sie versuchen, alles auszulöschen, was ich für Lukas getan habe. Richard klappt den Laptop zu. Wir müssen eine Verleumdungsklage in unsere Strategie aufnehmen. Das geht über den Fonds hinaus. Jetzt greifen Sie Ihren Ruf an. Ich denke an Lukas mutiges Gesicht während der Behandlungen. Wie er sich nie beschwert hat, selbst an seinen schlimmsten Tagen. Wenn mein 9-Jähriger dem Tod mit Mut entgegentreten konnte, kann ich meiner Familie mit derselben Entschlossenheit gegenübertreten. Lassen wir sie es versuchen, sage ich. Meine Stimme ist fester als seit Wochen. Wir haben etwas, was sie nicht haben. Was ist das? Fragt Richard. Die Wahrheit, antworte ich und wende mich unserer Beweistafel zu. Jeden Moment, den ich mit Lukas verbracht habe, jede Entscheidung, die ich für ihn getroffen habe, jedes Opfer, es ist alles hier. Das können Sie nicht auslöschen. Richard nickt zustimmend. Ich werde unsere juristische Antwort aktualisieren, um Ihre jüngsten Handlungen einzubeziehen. Bis in die Nacht hinein verfeinern wir unsere Strategie und berücksichtigen Leonies eskalierende Taktiken. Richard bestätigt. Unsere juristische Antwort ist vollständig. Zeugen sind vorbereitet, Beweise organisiert, Gegenklagen sind bereit. Hannelore ruft an, als ich nach Hause fahre. Das Sicherheitssystem funktioniert einwandfrei, sagt sie. Ich habe es noch einmal getestet, während Sie weg waren. Danke, sage ich und spüre eine Welle der Dankbarkeit für diese Frau, die mehr Familie für mich geworden ist als meine leiblichen Verwandten. Julians Eltern kommen morgen an. Sie bringen Dokumente über den ursprünglichen Zweck des Fonds mit. Sie haben alles getan, um Lukas Vermächtnis zu schützen, sagt Hannelore fest. Jetzt warten wir darauf, dass Sie Ihren Zug machen. Als ich in meine Einfahrt fahre, wird mir klar, dass sich etwas in mir verschoben hat. Die lähmende Trauer ist nicht verschwunden, aber sie wurde von etwas anderem begleitet. Einer erbitterten, schützenden Wut, die den Nebel der Verzweiflung wegbrennt. Ich habe keine Angst mehr. Ich bin wütend und ich bin bereit. Am nächsten Morgen trifft das Klopfen des Sheriffs wie ein Hammer ein. Als ich die Tür öffne, ist sein Gesicht professionell ausdruckslos, als er mir einen dicken braunen Umschlag reicht. Frau Amalia, Sie wurden zugestellt. Meine Finger zittern, als ich ihn nehme. Das Gewicht fühlt sich falsch an, zu schwer für bloßes Papier, zu leicht für die Zerstörung, die es enthält. Der Sheriff tippt an seinen Hut und geht, während ich erstarrt in meiner Tür stehe. Der Umschlag brennt auf meiner Haut. Drinnen verteile ich die Dokumente auf meinem Küchentisch und überfliege die Überschrift. Notfallantrag auf Vormundschaft. Mein Magen krampft sich zusammen. Sie wollen nicht nur Lukas Geld. Sie wollen die Kontrolle über mich. Das Telefon klingelt. Richard, Sie haben es eingereicht, sage ich. Meine Stimme ist hohl. Ich weiß, habe gerade die Benachrichtigung bekommen. Wie halten Sie sich? Ich starre auf die eidesstattliche Erklärung, die dem Antrag beigefügt ist. Laras Unterschrift springt mir zuerst ins Auge.
3 Seiten, die jeden Moment der Schwäche, den sie während Lukas Krankheit miterlebt hat, detailliert beschreiben. Die Zeiten, in denen ich vergessen hatte zu essen. Die Nacht, in der ich unkontrolliert im Krankenhausflur schluchzte. Der Morgen, an dem ich mich nicht erinnern konnte, ob ich meine eigenen Medikamente genommen hatte. Sie haben alles verdreht, flüstere ich. Sie haben seine Krankenakten zitiert. Dinge, die ich den Ärzten im Vertrauen erzählt habe. Leonie hätte keinen Zugang zu diesen Akten haben dürfen, sagt Richard, seine Stimme verhärtet sich. Das ist unser Gegenzug. Der Ethikausschuss des Krankenhauses ermittelt bereits. Ich blättere zur nächsten Seite. Finanzaufstellungen, die mein aufgebrauchtes Sparkonto zeigen. 18 Monate ohne festes Einkommen, während ich mich um Lukas kümmerte, hatten alles aufgebraucht. Sie haben jede Überziehungsgebühr, jede verspätete Zahlung hervorgehoben und präsentieren es als Beweis für finanzielle Verantwortungslosigkeit, anstatt als die Realität einer Mutter, die alles ausgibt, um ihren Sohn zu retten. Die Anhörung ist morgen, sagt Richard. Wir wussten, dass das kommen würde. Wir sind bereit. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es bin. Es geht nicht mehr nur um Geld. Sie versuchen mir meine Autonomie, meine Würde, meine Identität als zurechnungsfähige Erwachsene zu nehmen. Das Dokument vor mir zeichnet das Bild einer Frau, die zusammenbricht, nicht in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen, eine Gefahr für sich selbst, ohne entsprechende Aufsicht. »Haben Sie die Zeitung gesehen?« fragt Richard leise. Ich rufe die lokale Nachrichtenwebsite auf meinem Handy auf. Da sind sie, meine Eltern, in ihrem makellosen Wohnzimmer sitzend, Trauer in ihre sorgfältig gefassten Gesichter gemeißelt. Die Schlagzeile macht mich krank. Familie sucht Hilfe für trauernde Mutter. Das Zitat meines Vaters erscheint in Fettdruck. Das bricht uns das Herz, aber wir müssen sie vor sich selbst beschützen. Ich wechsle zu Social Media und finde Leonies sorgfältig formulierten Post. Ein Rückblickfoto von uns als Kindern, ihr Arm um meine Schultern. Manchmal ist es das Härteste einzuschreiten, wenn jemand, den man liebt, leidet. Bitte denkt in dieser schwierigen Zeit an unsere Familie. Psychische Gesundheit? Familie geht vor. Der Kommentarbereich quillt über vor Unterstützung für sie. Leute, die uns nicht kennen, die Lukas nicht kannten. Sie bieten Gebete und Lob für ihren Mut an, mir zu helfen. Sie haben mich bereits vor dem Gericht der öffentlichen Meinung verurteilt, sage ich. Gerichte entscheiden Fälle nicht auf der Grundlage von Instagram-Likes, antwortet Richard. Ich habe mal unseren Gegenantrag eingereicht. Julians Eltern sind heute Morgen angekommen. Sie sind bereit, über seine Absichten für den Fonds auszusagen. Der Ethikausschuss des Krankenhauses hat eine formelle Erklärung über den unbefugten Zugriff auf Lukas' Akten veröffentlicht. Ich berühre das silberne Medaillon um meinen Hals und spüre Lukas' Foto darin. Was, wenn es nicht genug ist? Es wird genug sein, sagt Richard mit leiser Zuversicht. Hannelore hat mehr als 20 Nachbarn, die sie unterstützen. Ihr ehemaliger Vorgesetzter hat eine Erklärung über ihre Professionalität eingereicht. Und Dr. Becker, Lukas' behandelnder Arzt, hat eine eidesstattliche Erklärung vorgelegt, in der er ihre medizinischen Entscheidungen während seiner Behandlung lobt. Mein Handy piept mit einer Textnachricht von Hannelore. Wir sind alle bereit für morgen. Die ganze Straße steht hinter Ihnen. Zum ersten Mal, seit ich die Papiere des Sheriffs erhalten habe, spüre ich etwas jenseits der Angst, ein Funke der Entschlossenheit, der von der Absurdität ihrer Behauptungen angefeuert wird. Sie waren nicht da, keiner von ihnen. Nicht bei einer Chemotherapie, nicht bei einer Bluttransfusion, nicht in einer Nacht, in der Lukas Fieber auf über 40 Grad stieg und ich dachte, ich würde ihn direkt dort in der Kinderonkologie verlieren. Ich habe auch die Aufnahmen der Überwachungskameras eingereicht, fährt Richard fort. Die zeigen, wie Leonie und ihre Mutter letzte Woche versuchten, in ihr Haus einzudringen, als sie sich mit mir trafen. Ich erinnere mich daran, wie ich nach Hause kam und die Benachrichtigung der Türklingelkamera sah, wie ich die Aufnahme von ihnen ansah, wie sie an den Türklinken rüttelten, durch die Fenster spähten. Wir schlagen mit allem zurück, sagt Richard. Der Antrag auf eine einstweilige Verfügung wurde in unseren Gegenantrag aufgenommen. Ich schaue auf die Dokumente, die auf meinem Tisch ausgebreitet sind, ihre Lügen auf juristischem Briefpapier gedruckt, offiziell gemacht mit Gerichtsstempeln und Fallnummern. Morgen wird ein Richter diese Worte lesen und auf ihrer Grundlage Entscheidungen über mein Leben treffen. Ruhen Sie sich aus, rät Richard. Morgen wird es intensiv. Aber Ruhe findet sich nicht. Ich gehe meine Aussage zum 4. Mal durch, als um 21:45 Uhr der Alarm der Türklingelkamera auf meinem Handy aufleuchtet. Leonie steht allein auf meiner Veranda. Ich überlege, sie zu ignorieren, aber etwas sagt mir, dass ich mich dem stellen muss. Ich aktiviere die Aufnahmefunktion auf meinem Handy, bevor ich die Tür öffne und die Sicherheitskette verriegelt lasse. »Was willst du, Leonie?«
Sie sieht anders aus als bei der Konfrontation im Café. Irgendwie weicher, ihr Gesichtsausdruck besorgt statt konfrontativ. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, dass es ihr wirklich ernst ist. »Kann ich reinkommen, nur um zu reden?« fragt sie. Ihre Stimme ist sanft. »Nein.« Ihre Schultern sinken leicht. »Amalia, bitte, das muss nicht so öffentlich sein, so hässlich. Du hast es öffentlich gemacht, als du das Interview gegeben hast. Du hast es hässlich gemacht, als du auf Lukas private Krankenakten zugegriffen hast.« Leonie blickt zur Überwachungskamera, sich klar bewusst, dass sie aufgenommen wird. »Ich biete dir eine letzte Chance, öffentliche Peinlichkeiten zu vermeiden. Ziehe deinen Widerstand gegen den Vormundschaftsantrag zurück. Unterschreibe die Kontrolle über den Fonds an mich als Verwalterin. Wir werden den Antrag zurückziehen und niemand muss jemals von deinen Episoden erfahren.« Das Wort hängt wie Gift zwischen uns. Episoden. Die Nacht, in der du Lara um 3 Uhr morgens anriefst, hysterisch wegen Lukas Atmung. Die Zeit, in der das Krankenhaus fast das Jugendamt rief, weil du dich nicht erinnern konntest, wann er seine Medikamente zuletzt genommen hatte. Ihre Stimme bleibt mitfühlend, aber ihre Augen sind kalt. Wir werden deinen Ruf komplett zerstören. Jeder wird wissen, wie instabil du bist. Eine seltsame Ruhe legt sich über mich. Ich denke, du solltest jetzt gehen, Leonie. Ihre Maske rutscht dann, nur für einen Moment, aber es reicht. Wut blitzt in ihren Zügen auf, bevor sie sich wieder fasst. Du denkst, du verdienst dieses Geld. Du warst immer die Last, das Problemkind, die Enttäuschung. Sie lehnt sich näher zur Tür. Wir haben dich dein ganzes Leben lang getragen. Jetzt ist es an der Zeit, dass du etwas für diese Familie tust. Ich schließe die Tür, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Meine Hände sind zum ersten Mal an diesem Tag fest. Ich rufe sofort Richard an und leite ihm die Aufnahme weiter. »Perfekt«, sagt er, nachdem er sie sich angehört hat. Ihre Maske ist endlich gefallen. Das ist genau das, was wir gebraucht haben. Es ist nach Mitternacht, als Hannelore mit einer Übernachtungstasche ankommt. »Ich dachte, Sie könnten etwas Gesellschaft gebrauchen«, sagt sie und stellt eine Thermoskanne mit Tee auf meinen Küchentisch. »Danke«, flüstere ich, unsicher, ob ich ihr erklären kann, wie viel ihre Anwesenheit bedeutet. »Morgen zeigen wir Ihnen, wie echte Stärke aussieht«, sagt sie und drückt meine Hand. Mein Handy leuchtet mit einer Textnachricht von Richard. Alles ist bereit. Julian hat an sie geglaubt. Das tun wir auch. Ich kann nicht schlafen, also sitze ich stattdessen in Lukas Zimmer und halte seinen Lieblingsstoffdinosaurier. Die im Dunkeln leuchtenden Sterne, die wir an seine Decke geklebt haben, leuchten immer noch schwach. Ich nehme mein Medaillon heraus und öffne es, um sein lächelndes Gesicht zu sehen. »Morgen ist für dich, Kleiner«, flüstere ich zu seinem Foto, »für dein Vermächtnis. Zum ersten Mal, seit der Sheriff an meine Tür klopfte, fühle ich etwas jenseits von Angst oder Entschlossenheit. Ich fühle mich bereit. Am nächsten Morgen betrete ich den Gerichtssaal mit erhobenem Kopf, flankiert von Richard, Hannelore und Julians Eltern. Das polierte Holz und die feierliche Atmosphäre erinnern mich an eine Kirche, einen Tempel, in dem die Wahrheit mehr zählen sollte als die Darbietung. Leonie, meine Eltern und Lara sitzen auf der gegenüberliegenden Seite, ihre Gesichter in den Ausdruck geübter Besorgnis gelegt. Mein Magen verkrampft sich, als ich meinen Platz einnehme. Es ist 48 Stunden her, dass mir der Sheriff Papiere zugestellt hat, die behaupten, ich sei mental nicht in der Lage, meine eigenen Angelegenheiten zu regeln, geschweige denn das Vermächtnis meines Sohnes. Richard drückt sanft meinen Arm, als wir uns am Tisch der Angeklagten niederlassen. »Bitte, erheben Sie sich für die ehrenwerte Richterin Maria Walter.« Eine streng aussehende Frau in ihren 60ern tritt ein. Ihr silbernes Haar ist zu einem strengen Dutt zurückgebunden. Sie begutachtet den Notfallantrag mit verengten Augen, bevor sie den Gerichtssaal anspricht. Das sind schwerwiegende Anschuldigungen. Ich erwarte, dass beide Seiten Beweise präsentieren, nicht Emotionen. Ihr Blick wandert über beide Tische. »Herr Schneider, Sie können für die Antragsteller beginnen.« Jetzt fangen die Lügen an. Der Anwalt meiner Familie steht auf, sein teurer Anzug und seine selbstbewusste Haltung spiegeln ihre Gewissheit wider, dass sie gewinnen werden. »Euer Ehren, dies ist ein Fall einer Familie, die verzweifelt versucht, einer Tochter und Schwester zu helfen, die nach einem unvorstellbaren Verlust zusammenbricht.« Er geht zum Richtertisch und präsentiert Dokumente mit geübter Ernsthaftigkeit. Frau Amalia hat seit dem Tod ihres Sohnes besorgniserregendes Verhalten gezeigt. Unberechenbare finanzielle Entscheidungen, Isolation, Weigerung, Hilfe von denen anzunehmen, die sie am meisten lieben. Ich balle meine Fäuste unter dem Tisch, während er mich weiterhin als instabil und gefährlich für mich selbst und Lukas Geld darstellt. Als Lara in den Zeugenstand tritt, zieht sich meine Brust zusammen. »Amalia hat sich während Lukas Krankheit verändert«, sagt sie und vermeidet meinen Blick.
Sie wurde besessen von Behandlungen, paranoid, dass Ärzte etwas übersehen. Sie rief mich um 3 Uhr morgens an, hysterisch. Die Erinnerung an diese Nächte schmerzt mich. Ich saß neben Lukas Krankenhausbett, hatte furchtbare Angst, als sein Fieber anstieg und griff nach jemandem, den ich für eine Freundin hielt. Meine Isolation war keine Paranoia. Es war Verlassenheit durch die Leute, die jetzt gegen mich aussagen. Meine Mutter tritt als nächstes in den Zeugenstand und tupft sich auf Befehl erscheinende Tränen ab. Es bricht uns das Herz, zuzusehen, wie sie sich selbst zerstört. Hier geht es nicht um Geld. Es geht darum, unsere Tochter zu beschützen, wenn sie sich nicht selbst beschützen kann. Der Gesichtsausdruck der Richterin wird bei der Darbietung meiner Mutter weicher. Eine kalte Welle der Angst überflutet mich. Sie fällt auf ihre Show herein. Dann steht Richard auf und alles verschiebt sich. Euer Ehren, was wir heute sehen, ist keine Sorge, sondern Kalkulation. Seine Stimme erfüllt den Gerichtssaal mit leiser Autorität. Frau Amalia hat sich nicht selbst zerstört. Sie wurde systematisch von Familienmitgliedern ins Visier genommen, die sie während der Krankheit ihres Sohnes im Stich gelassen haben, aber plötzlich auftauchten, als sie von seinem Treuhandfonds erfuhren. Er beginnt ihren Fall methodisch auseinanderzunehmen, präsentiert vollständige Krankenhausakten, die jeden Termin, den ich besuchte, jede Behandlungsentscheidung, die ich recherchierte und genehmigte, jede Nacht, die ich in einem Krankenhausstuhl schlief, aufzeichnen. Jetzt möchte ich Frau Katrin Weiß in den Zeugenstand rufen, die Administratorin der Krankenakten. Eine mittelalterliche Frau mit freundlichen Augen tritt in den Zeugenstand und bestätigt, was Richard vermutete. Unser System zeigt, dass Frau Leonie Walter vor 2 Wochen über ein veraltetes Notfallkontaktformular auf Lukas vollständige Krankenakten zugegriffen hat. Dies stellt eine schwerwiegende Verletzung der Privatsphäre dar. Leonie rutscht unbehaglich auf ihrem Platz herum, als ein Flüstern durch den Gerichtssaal geht. Hannelore sagt als nächstes aus, ihre ruhige Stimme trägt Jahrzehnte an Weisheit. Ich habe gesehen, wie Amalia sich jeden einzelnen Tag um diesen Jungen gekümmert hat. Als er keine Nahrung bei sich behalten konnte, recherchierte sie, was helfen könnte, und blieb wach, um Mahlzeiten zuzubereiten, die ihn nicht krank machen würden. Als er Angst vor den Behandlungen hatte, erfand sie Superheldengeschichten, um ihm zu helfen, zu verstehen, was geschah. Ihre Augen finden die meinen. Ich habe sie nie einmal zögern sehen. Julians Vater, Robert, tritt als nächstes in den Zeugenstand. Obwohl wir uns nie nahe standen, ist seine Aussage klar und sicher. Mein Sohn hat diesen Fonds mit ausdrücklichen Anweisungen eingerichtet. Er sagte zu mir, Papa, wenn Lukas etwas zustößt, bekommt Amalia alles. Sie hat ihre Karriere, ihre Ersparnisse, alles geopfert, um ihm die bestmögliche Pflege zu geben. Sie wird sein Andenken besser ehren als jeder andere. Der Gesichtsausdruck der Richterin hat sich verändert. Ihre Augen sind jetzt schärfer, konzentrierter auf meine Familie. Euer Ehren, sagt Richard, ich möchte noch ein Beweisstück vorlegen. Er spielt die Sicherheitsaufnahme von gestern Abend ab, Leonies unangekündigten Besuch in meinem Haus. Ihre Stimme erfüllt den Gerichtssaal. Wir werden deinen Ruf komplett zerstören. Jeder wird wissen, wie instabil du bist. Meine ruhige Antwort folgt. Ich denke, du solltest jetzt gehen, Leonie. Leonies wahre Farben kommen in ihren nächsten Worten zum Vorschein. Du denkst, du verdienst dieses Geld? Du warst immer die Last. Das Gesicht meiner Schwester wird tiefrot. Die Hand meiner Mutter fliegt zu ihrem Mund. Mein Vater starrt geradeaus. Sein Kiefer ist angespannt. Die Richterin ruft eine 15-minütige Pause aus. Als sie zurückkommt, versucht Leonie zu sprechen, aber Richterin Walter bringt sie mit einer scharfen Geste zum Schweigen. Herr Dornburg, haben Sie weitere Beweise? Richard nickt. Ein letztes Beweisstück, Euer Ehren. Er spielt eine Audioaufnahme von unserem Kaffeetreffen ab. Die Stimmen sind glasklar. Meine Mutter? Sobald die Vormundschaft genehmigt ist, können wir Leonies Hypothekenproblem regeln. Leonie. Und die Reparaturen am Ferienhaus. Der Bauunternehmer braucht 50.000 € bis nächsten Monat. Mein Vater? Sobald wir die Vormundschaft haben, können wir das Geld verwenden, wie wir wollen. Amalia wird kein Mitspracherecht haben. Der Gerichtssaal verstummt. Der Anwalt meiner Familie verschiebt ziellos Papiere, sichtlich unvorbereitet auf diese Enthüllung. Richterin Walter ruft eine weitere kurze Pause aus. Als sie zurückkommt, hat sich ihr Gesichtsausdruck in Granit verwandelt. Ich habe alle Beweise und Aussagen in dieser Angelegenheit geprüft. Dieses Gericht findet keinerlei Grundlage für den Notfallantrag auf Vormundschaft. Tatsächlich finde ich das, was ich sehe, zutiefst verstörend. Ein koordiniertes Vorgehen, um eine trauernde Mutter zum finanziellen Vorteil auszunutzen. Leonie versucht zu protestieren, aber die Richterin unterbricht sie. Frau Leonie Walter, ich schlage Ihnen dringend vor, zu schweigen. Dieses Gericht weist den Antrag mit Vorurteil ab, was bedeutet, dass die Antragsteller aus diesen Gründen keinen neuen Antrag stellen können.
Darüber hinaus ordne ich eine Untersuchung wegen möglicher Falschaussage von Lara Brandt sowie den Eheleuten Karl und Elfriede Walter an, deren Aussagen den dokumentierten Beweisen direkt widersprechen. Die Richterin fährt fort. Jedes Wort trifft wie ein Hammerschlag. Ich erlasse eine sofortige einstweilige Verfügung, die allen Antragstellern verbietet, Frau Amalia Walter zu kontaktieren. Der Fonds wird sofort freigegeben und gegen weitere Anfechtungen gesichert. Leonies Fassung bricht schließlich. Ihr Gesicht verzerrt sich, als sie versucht, ihre Würde zu bewahren, während ihre Pläne zerbröseln. Meine Mutter beginnt zu weinen, dieses Mal echte Tränen. Mein Vater starrt geradeaus. Sein Gesichtsausdruck ist erstarrt in Ungläubigkeit. »Frau Amalia«, sagt die Richterin und blickt mich direkt an. Dieses Gericht stellt fest, dass Sie während eines unvorstellbaren Verlusts mit bemerkenswerter Stärke und Klarheit gehandelt haben. Ihr Sohn wäre stolz darauf, wie Sie sein Vermächtnis geschützt haben. Meine Eltern und Leonie stehen auf und versuchen, sich mir zu nähern. Aber ein Gerichtsvollzieher tritt zwischen uns, um die neue einstweilige Verfügung durchzusetzen. Richard wendet sich mir zu. Seine professionelle Haltung wird weicher. Das System hat heute funktioniert, Amalia. Gerechtigkeit wurde walten gelassen. Hannelores Augen glänzen vor Tränen. Lukas wäre so stolz auf Sie, meine Liebe. Julians Eltern umarmen mich. Seine Mutter flüstert: Sie haben heute unser Enkelkind und unseren Sohn geehrt. Als ich den Gerichtssaal verlasse, berühre ich Lukas Foto in meinem Medaillon. Der kleine silberne Rahmen hält sein letztes Schulfoto, auf dem er grinst, obwohl er durch die Chemo seine Haare verloren hatte. Seine Augen leuchten mit der Entschlossenheit, die ihn durch 18 Monate Kampf trug. Reporter warten draußen, Mikrofone ausgestreckt. Vor einem Monat hätte ich den Kopf gesenkt und wäre schnell vorbeigegangen. Heute bleibe ich stehen. Frau Amalia, wie fühlen Sie sich angesichts der Gerichtsentscheidung? Ich straffe meine Schultern und fühle mich stärker, als ich mich seit dem Tag gefühlt habe, an dem wir Lukas' Diagnose erhielten. Heute wurde Gerechtigkeit für meinen Sohn gesprochen. Während die Kameras blitzen, gehe ich auf die Zukunft zu, die Lukas für mich gewollt hätte. Eine, in der sein Andenken nicht nur bewahrt, sondern durch die Stärke, die er mir zu finden geholfen hat, geehrt wird. Der Treuhandfonds ist nicht nur Geld. Er ist sein Vermächtnis und ich habe mich als würdig erwiesen, es zu beschützen. Der Finanzberater schiebt eine Mappe über seinen Mahagoni-Schreibtisch. Diese Anlagemöglichkeiten würden eine nachhaltige Finanzierung für das Stipendienprogramm schaffen, während der Grundstock erhalten bleibt, erklärt er. Ich studiere die Zahlen, nicht mehr eingeschüchtert von Finanzjargon. Eine Woche ist seit der Anhörung vergangen und die Welt fühlt sich bereits anders an. Das Stipendium für die pädiatrische Hämatologieforschung muss vollständig finanziert werden, sage ich und tippe auf den Vorschlag. Das ist nicht verhandelbar. Der Berater nickt und macht sich Notizen. Und die einstweilige Verfügung hält. Sie dürfen sich mir nicht auf 300 Meter nähern. Meine Stimme zittert nicht mehr, wenn ich meine Familie erwähne. Seltsam, wie schnell die Familie zu einem administrativen Begriff statt zu einem emotionalen geworden ist. Die Lokalzeitung veröffentlichte gestern eine Titelseite. Mutter im Treuhandstreit rehabilitiert. Ich habe Dutzende von unterstützenden Anrufen und Nachrichten erhalten. Sogar Leonies Verlobter rief an, um sich zu entschuldigen, bevor er bekannt gab, dass ihre Verlobung aufgelöst war. Meinen Eltern drohen mögliche Falschaussageklagen. Und Lara wurde entlassen, nachdem ihre aufgezeichnete Aussage in ihrem Arbeitsumfeld zirkulierte. Als ich das Büro des Beraters verlasse, wartet Hannelore in ihrem alten Ford, das Fenster trotz der Herbstkälte heruntergekurbelt. »Alles erledigt?« fragt sie. »Alles erledigt.« Ich gleite auf den Beifahrersitz und erinnere mich an all diese Fahrten zum und vom Krankenhaus mit Lukas. Wie Hannelore Thermoskannen mit selbstgemachter Suppe mitbrachte, wenn das Kantinenessen unerträglich wurde. Wie sie bei ihm saß, während ich duschte oder ein Nickerchen machte. Ich dachte nie, dass ich das schaffen würde, gebe ich zu, während wir fahren. Mich gegen sie zur Wehr setzen, etwas Bleibendes schaffen. Hannelore tätschelt meine Hand. Ich wusste es von dem Moment an, als sie die Actionfigur auf sein Grab legten und dieses Versprechen machten. In dieser Nacht schlafe ich zum ersten Mal seit Lukas' Diagnose friedlich. Keine Albträume von Krankenhauskorridoren oder piependen Maschinen. Stattdessen träume ich von Lukas, wie er lacht, ganz und stark durch sonnendurchflutete Felder rennt. Richard ruft am nächsten Morgen an. Die Stiftungspapiere sind eingereicht. Der Fonds ist sicher. Nicht einmal der Bundesgerichtshof könnte ihn jetzt noch antasten. Meine Nachbarn organisieren einen Essensverteiler. Jeden Abend erscheint jemand an meiner Tür mit Aufläufen, Suppen, frischem Brot. Kleine Nettigkeiten, die mich früher mit Dankbarkeit überwältigt hätten, fühlen sich jetzt wie die Bestätigung von etwas an, das ich langsam zu verstehen beginne. Familie ist nicht immer Blut.
Ich hole ein Foto von Lukas heraus, kein Krankenhausfoto, sondern eines von früher am Strand. Sein Lächeln strahlt unter einer Baseballkappe. Zum ersten Mal kann ich es ansehen, ohne in Tränen auszubrechen. »Ich weiß jetzt, was ich mit deinem Vermächtnis machen soll, Kleiner«, flüstere ich. 6 Monate später stehe ich auf der pädiatrischen Blutkrankheitenstation, auf der Lukas so viele Stunden verbrachte. Die Wände sind jetzt heller, bemalt mit Unterwasserszenen, die Lukas geliebt hätte. Eine Plakette neben dem Schwesternzimmer trägt die Aufschrift »Lukas Walter Gedenkflügel«. Eine junge Krankenschwester nähert sich und reicht mir die Hand. »Ich bin Jennifer Bauer, die erste Lukas-Walter-Stipendiatin. Ich kann Ihnen nicht genug für diese Gelegenheit danken, mich auf pädiatrische Hämatologie zu spezialisieren.« Lukas wäre begeistert gewesen, sage ich und merke, dass ich lächle, während ich über ihn spreche. Nicht das angestrengte, schmerzhafte Lächeln von jemandem, der Tränen zurückhält, sondern ein echter Ausdruck der Freude bei seiner Erinnerung. Er wollte selbst einmal Arzt werden. Die Stiftung bewirkt so viel, sagt Jennifer. 3 Familien haben bereits Notfallunterkunftshilfe erhalten. Die Lukas-Vermächtnis-Stiftung unterstützt jetzt Familien, die denselben Kampf führen, den wir geführt haben. Sie deckt Kosten, die die Versicherung nicht übernimmt, bietet Notfallunterkünfte in der Nähe von Krankenhäusern, finanziert spezielle Schulungen für pädiatrische Krankenschwestern. Jede Vorstandssitzung bringt neue Möglichkeiten, unsere Reichweite zu erweitern. Hannelore dient als Freiwilligenkoordinatorin und organisiert ein Netzwerk von Menschen, die Mahlzeiten, Transport und Kinderbetreuung für Familien mit kranken Kindern bereitstellen. Richard kümmert sich um alle rechtlichen Angelegenheiten pro bono und sichert die Stabilität der Stiftung. »Sie haben aus etwas Tragischem etwas Wunderschönes geschaffen«, sagt mir Julians Mutter bei ihrem monatlichen Besuch. Sie und ihr Mann sind zu Großelternfürsprechern geworden und helfen anderen Großeltern, sich im Medizinsystem zurechtzufinden, wenn ihre Enkelkinder krank werden. Ich halte Reden in Selbsthilfegruppen und betreue Eltern, die neu in der furchterregenden Welt der chronischen Kinderkrankheiten sind. Der erste Schritt ist zu glauben, dass sie das schaffen können, sage ich ihnen. Der zweite ist, zu wissen, dass sie es nicht allein tun müssen. Meine Stimme zittert nicht mehr, wenn ich öffentlich spreche. Meine Hände zittern nicht mehr, wenn ich Dokumente unterschreibe. Die Frau, die erstarrt am Grab ihres Sohnes stand, ist zu jemand völlig anderem geworden. Jemand Stärkerem, jemandem, auf den Lukas stolz wäre. 1 Jahr nach Lukas Begräbnis kehre ich zum Friedhof zurück. Der Weg fühlt sich anders an unter meinen Füßen. Nicht mehr ein Marsch zur unerträglichen Trauer, sondern ein zielgerichteter Besuch an einem Ort der Verbundenheit. Ich lege frische Blumen an seinen Grabstein, fahre mit dem Finger die Buchstaben seines Namens nach. Die Morgensonne wärmt den Granit. »Entschuldigung«, ruft eine Stimme. Eine Frau nähert sich mit einem etwa 7-jährigen Mädchen, das ihre Hand hält. »Sind Sie Amalia Walter?« Ich nicke und stehe auf, um sie zu begrüßen. »Ich bin Sarah Meyer. Das ist meine Tochter Emma.« Die Augen der Frau glänzen mit zurückgehaltenen Tränen. Bei Emma wurde letztes Jahr dieselbe Krankheit wie bei ihrem Sohn diagnostiziert. Der Spezialist, der von ihrem Stipendienprogramm finanziert wurde, fand ein Behandlungsprotokoll, das funktionierte, als nichts anderes half. Das Vermächtnis ihres Sohnes hat das Leben meiner Tochter gerettet. Emma tritt vor, schüchtern, aber entschlossen. »Danke, dass Sie mir geholfen haben, wieder gesund zu werden.« Ich knie mich auf ihre Höhe und sehe in ihrem Gesicht die Zukunft, die Lukas nie hatte. »Gern geschehen, Emma. Widerstehend erzähle ich Lukas Geschichte, nicht mit Schmerz, sondern mit Stolz. Der Kampf für sein Vermächtnis hat mich verwandelt«, erkläre ich. »Ich habe eine Stärke gefunden, von der ich nie wusste, dass ich sie hatte.« Sarah hört aufmerksam zu. »Die Stiftung expandiert. Ja, wir finanzieren ab dem nächsten Quartal die Forschung zu seltenen Blutkrankheiten. Hannelore tritt offiziell dem Vorstand bei und Richard strukturiert die Forschungsstipendien. Julians Eltern leiten das Großelternfürsprecherprogramm.« Als sie gehen, greife ich in meine Tasche und ziehe Lukas Lieblings-Actionfigur heraus, dieselbe, die ich vor einem Jahr in sein Grab gelegt hatte. Der Friedhofsmitarbeiter hatte sie für mich geborgen, da er mein unmittelbares Bedauern über die Trennung von ihr verstand. Ich platziere sie sanft an seinem Grabstein. »Ich habe mein Versprechen gehalten, Lukas. Dein Vermächtnis ist sicher und wächst jeden Tag.« An derselben Stelle stehend, an der ich mich einst völlig verlassen fühlte, bin ich von der Anwesenheit derer umgeben, die zu meiner wahren Familie geworden sind. Nicht durch Blut verbunden, sondern durch etwas Stärkeres. Wahl, Loyalität und Liebe. Die Familie, die zählt, ist nicht immer die, in die man hineingeboren wird, sage ich leise zu Lukas. Es ist die, die an deiner Seite steht, wenn du sie am meisten brauchst. Als ich zu meinem Auto zurückgehe, die Morgensonne wärmt mein Gesicht, wird mir etwas Tiefgreifendes klar. Manchmal führt der tiefste Verrat zur mächtigsten Transformation. Ich überlebe jetzt nicht nur, ich lebe.
Wenn dir diese Geschichte gefallen hat und du gerne mehr davon hören möchtest, abonniere den YouTube-Kanal Claras Geschichten, damit die Geschichten weitergehen. Mit deiner Spende ermöglichst du es uns, weitere inspirierende Geschichten zu erzählen. Vielen Dank für deine Unterstützung.